Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play God of War 3 Remastered auf Pelzig. Ja, hätte ich mal ein bisschen nachgedacht und ein bisschen was gewagt. Ne, ich gucke einfach nur Walkthrough und sehe, wie der Typ hier seelenruhig drüber springt und ich denke nur, Alter, Yankee, du Dummkopf, manchmal musst echt was wagen. Aber, ne, ihr seht, das funktioniert, so wäre ich natürlich weiterkommen. Aber, wenn man sich natürlich wie der letzte Vollidiot darstellt und sich hier was Hochdramatisches erhofft und denkt, man müsste hier großartig nachdenken, ist man hier fehl am Platz. God of War 3 muss man anscheinend nicht so viel nachdenken, ne? Kriege ich die Keramik nicht zertrümmert? Schade. Okay. Sodela. Vater? Calliope? Oh, Du bist nicht meine Tochter. nein. Aber ich weiß, wer du bist. Du kennst mich? Sie sagten, dass du kommst. Benennst du dich, Kratos? Zeige dich, Hades. Wieder einer deiner Tricks. Wie üblich, Spartaner, irrst du dich gewaltig. Zeig dich, Feigling! Nicht so hastig, Kratos. Ganz ruhig. Wir haben schon bald Zeit zum Spielen. Oh je. Oh je. Bin ich mal gespannt, was bei Hades kommt. Ich meine, der sieht ja schon aus wie so ein, wie ich schon gesagt habe in der ersten Episode, wie so ein Hinterhofenmetzger auf SM. Von daher, das kann ja nur ein richtig übler Kampf werden gegen Hades. Also so richtig brutal und gewalttätig, mal wieder wie Sau. So. Ja, ich muss auch sagen, ich finde, Kratos nicht gerade besonders sympathisch als Charakter. Ich meine, ja, ich weiß, dass der relativ beliebt ist bei der Community, sage ich jetzt mal. Aber mir persönlich sagt der Typ derzeit noch überhaupt nicht so, nach durch God of War 1 und 2. Finde ich Kratos eigentlich wirklich ein tierisch unsympathischer Charakter. Da liegt hier, bestes Beispiel ist hier in der Unterwelt, da liegt dieser arme Kerl, der eigentlich Persephone hier retten wollte und ist gequält wie Sau und Kratos hat nichts Besseres zu tun, als den Kerl anzuzünden, um an den Bogendraht zu kommen, obwohl der Typ ihm eigentlich eh schon helfen wollte. Hat Kratos nichts Besseres zu tun, als den Typ, der ihn helfen will, umzubringen, um an den Bogendraht zu kommen. Der ist sogar für antike Verhältnisse schon ein ziemlicher Assi, muss ich sagen. Notiz einer gequälten Seele. Ich war für ihn verantwortlich. Ich musste ihn großziehen und ihm falsch und richtig lehren. Wer sich ihm nähert, leidet oder stirbt. Seine Frau, sein Kind, sein Bruder und jetzt ich. Ich habe versagt, als Mutter, als Mensch. Seine Sünden sind meine. Bestrafe mich für seine Fehler und vergib meinem Sohn. Ach Gott. Je. Kommen wir doch noch irgendwie lustig durch, oder? Ist mal wieder irgendwas, was ich nicht check? Ah, nee, hier kann ich mich durchquetschen. Okay. Aber die Bronzearm-Schulterschiene sind schon ziemlich cool, die er da trägt. Ach ja. Wenn der Charakter schon unsympathisch ist, sollte wenigstens vor allem, bin ich jetzt hier der Ordner Zitlau, Waked, Vivian, Vanessa. Sollten wenigstens die Ausrüstungsteile cool sein. Ala hopp. Huch. Hallo, ihr illustren Verdammten. Oh, hoppla. Ja, irgendwas habe ich gekillt. Huch, da kommt noch was. Moment. Halte mal eine Gaula. So, machen wir das doch so. Ah, das sind einfach nur etwas stärkere Gegner. Die platzen, ach. Mhm. Alle hopp. Ups. So, 639. Können wir das schon irgendwas... Ich habe jetzt auch schon wieder wochenlang nicht mehr gezockt. Muss ich gerade mal gucken. Bogen des Apollo. Ah ja, das kann ich aufpowern. Bogen des Apollo, Stufe 2, erhöhter Schaden. Auf Maximum. Okay. Dann wird ab sofort also wieder in die Verbannungsklingerei investiert. Nächste Stufe ist erhöhter Schaden freischalten. Geist des Herkules, Mut des Herkules, Hyperions Wut, Athenes Zorn, Spartas Armee Stufe 2. Na, pumpt mal halt hier wieder rein. Okay. Ach ja. So, jetzt haben wir noch wieder ein paar rote Orbs.
Und immer heiter weiter. Huch! Hallo, ihr Kapalken der Unterwelt. So, was ist dann hier noch? Oh, Achtung. Obacht. Es kommt jetzt wieder Wiechtes. Okay, noch kein Hades. So, Magie könnte ich gerade wieder ein bisschen gebrauchen. Ja, komm. Jo. Robb wohl bei Magie auf, Kerl. So. Jetzt sind wir wieder auf Maximum. Da ist noch ein bisschen Keramik. Da liegt noch ein Zettel rum. Notiz einer gequälten Seele. Er hätte mich retten können. Er hielt mein Leben in seiner Hand und ließ los. Ich war zwar nur ein Kapitän, doch er behandelte mich, als wäre ich nichts. Er ist schuld an meinen Qualen. Ich hoffe, er leidet genauso im Hades wie ich. Verdammt sei der Geist Spartas. Das ist aus dem... Mensch. Ah ja, okay. Du, mit Schieße. Anscheinend muss ich irgendwas zerschießen. Das ist der Kapitän aus God of War 1 am Anfang, wo die Hydra im Prinzip das Schiff angreift. Und dieser Vollassi Kratos holt den Schlüssel raus. Aber der Kapitän hat den Schlüssel. Er befreit dann im Prinzip fahrscheinlich den Kapitän aus dem Marke der Hydra. Und sagt dann einfach nur, ich wollte nur deinen Schlüssel. Und lässt dann diesen Kapitän noch runterfallen. Also so eine richtige Drecksau-Aktion mal wieder. Das gerade wegen solcher Aktionen ist mir Kratos eigentlich als Charakter echt zuwider. Muss ich wirklich mal in aller Deutlichkeit betonen. Ich weiß auch nicht, wie man sich mit so einem Hansel identifizieren kann. Wenn ich mir jetzt beispielsweise hier gerade im Kontrast mit der Resident Evil 2 dazu angucke. Ich meine, Claire und Leon sind hilfsbereite, sympathische Charaktere eigentlich. Wenn auch nicht die größte Charaktertiefe erreicht wird. So sind es dennoch hilfsbereite und freundliche Charaktere. Und Kratos ist einfach nur Rache oder gar nichts. Das ist... Nee, finde ich einfach mordsmäßig unsympathisch. So. Okay. Hier gibt es wieder Leben. Das ist ziemlich gut. Das kann ich nämlich gerade echt gut gebrauchen. Okay, da kann ich wieder so Bömmchen rausziehen. Aber erst einmal Leben raus, Robber aus der Kiste. So. Wie im richtigen Leben. Wenn du nicht gesund bist, dann holst du einfach von irgendeiner Truhe deine Lebensenergie zurück. So, oh, hallo Jungs. Moment. Ich kriege da bestimmt so wieder platt. Mit dieser geile Aktion. Ich mag die Attacke, muss ich sagen. Wobei ich die, glaube ich, eher mit dem... Hoppala, mit dem Bogen platt machen sollte. Die Upsi, die Mistkerle. Ah, da kommen glücklicherweise wieder welche nachgesicht. Ja, das ist natürlich praktisch. Weil ich Dachschädel habe jetzt natürlich gleich mal die Bombe verbrote. Das ist nicht so clever gewesen. Okay, jetzt aber. Irgendwas muss ich damit machen. Ich hoffe, das könnte ich jetzt einfach so, ne? Aber, hoppala. Nein. So einfach geht's dann auch nicht. Noch einmal. So. Hopp. Jo. Alles klar. Was ich hier damit machen soll, ist mir wiederum gerade nicht so klar. Vielleicht doch hin hier. Nee. Nee, da kann ich auch nichts machen. Moment. Nee, die haben auch hier kein Luftzug-Charakter, die Dinger, ne? Warte mal. Nochmal drüber. Nee. Nö, da komme ich nicht besonders weit. Okay, keine Ahnung, was ich damit zu machen habe. Schießen einfach mal drauf, da passiert nichts. Das ist nur der Hebekran von noch unten. Damit löse ich leider keine Massenreaktion aus oder sonst irgendwas. Warte mal. Hoppla. So. Und nee, damit löse ich auch überhaupt nichts aus. Bringt mal so einen Scheißdreck. Wie sieht's dann unten aus? Ist da unten irgendwas zum in die Luft jagen oder sonst irgendwas?
Hätte es sein können, warte mal, vielleicht ganz ohne. Dass ich hier irgendwas sprengen muss und deswegen das Ding brauche. Nee. Ja, da sieht man mal wieder, ich habe das Walkthrough nicht besonders weit geguckt. Ja, ich wollte mich halt auch nicht zu sehr spoilern lassen. Also wenn, dann will ich ja von mir aus schon alle durch die Gegend rum gondeln und nichts auf die Reihe kriege. So, warte mal, da noch oben kann ich jetzt auch nicht gerade schießen, ne? Das geht auch nicht. Also irgendwas hier. Okay. Na, was es uns bringt, weiß ich derzeit nicht so wirklich. Vielleicht hier in die Richtung? Nee, also runter schiebt das mal auch nicht. So runter? Nee, so runter kann das auch nicht jagen. Ich habe keine Ahnung, vielleicht einfach mal dort hier. Und drauf schieße. Keine Ahnung. Nee, an der Stelle hat es uns auch überhaupt nichts gebracht. Tja. Tja. Und da runter geht ja auch nicht. Da ist ja einfach nur ein Gitter. Und da hoch komme ich auch nirgends. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt mit der Scheiße machen soll. Es kotzt mich als A. Wenn das Spiel wahrscheinlich so primitiv ist und ich nicht kapiere, was das Spiel von mir will. Also, nee, da ist auch kein Weg dann frei. Muss ja anscheinend irgendwo hoch, weiter hoch, ne? Gewitter leid. Hält das Ding besonders hier? Ah, das könnte ich immer probieren. Das hält für eine gewisse Zeit, ehe es runterfährt. Dann könnte man es immer so ausprobieren, ne? So. Nochmal runter. Ach Gott, jetzt geben die noch ein Rülps-Konzert hier beim Soundtrack. So, nochmal. Halte mal eine Gaul A. Drauf. Ja. Das sieht doch schon mal noch was aus. Ja. Ah, also offensichtlich ist das schon richtig so. Die lassen wir jetzt mal doof versauern. Hauptsache, die gehen nicht auf einen Sprengblock drauf. So. Okay, dann vielleicht hier runter, weil überall woanders ist so ein Stück Geländer. Wenn das da nicht runterschmeißen will. Ja, das dachte ich mal schon. Fast. Ups, komm schon. Dann muss es anscheinend noch runter hier, ne? Dass wir vielleicht das ganze Gebilde einfach so zerstören, ne? Schmeiß mal runter. Jo, genau. Und nun ist es einfach noch größer, der Windzug. Und jetzt kommen wir da irgendwie anscheinend hoch. Aha. Okay. Ja. Ja, okay. Cooler Scheiß. Dann wieder hoch. Oder hier durch. Okay. Ach, Robben, halten uns da auf. Das war jetzt eine harte Geburt. Hoppala. Trophäe erhalten in Kupfer. Forschung. Ah, na. Hoppla, ich wollte doch den hier machen. Ja, so kriege ich ein paar Treffer hier und ein paar coole Kombis. Alter Falter. Okay, was gibt's denn hier Schickes? Phönixfeder. Sie haben 1 Phönixfeder erhalten. Noch 2, um Magie insgesamt zu erhöhen. Ja, cool. Dann hier noch ein paar Orbs. Okay. Ja. Hier kann man sich einiges an Orbs holen, habe ich das Gefühl. Entschuldigung. Pfui Teufel. So. Na, investieren wir doch einfach mal hier kräftig rein.
Ich meine, wenn es hier gut Orbs gibt und die Hände immer wieder irgendwie nachwachsen, ist ja nicht verkehrt. Oder war es das dann mit der Hände, wenn ich die hier habe? Okay, die wachsen wohl nicht mehr noch. Ja, aber cool. Cool, cool, cool. Die bringen auf jeden Fall gute Erfahrung. Okay, habe ich sie alle? Sieht so aus. Na, dann müssen wir ja trotzdem irgendwie wieder nochmal hochkommen, ne? Ja, so komme ich ja noch hier. Mhm. Nee, Kratos, das wollte ich nicht. Bitte, bitte nochmal hier. Dankeschön. Vielleicht um die Ecke. Er hackt mit seiner Verbannungsklinge im Prinzip in der Raum zwischen der Gitter, statt sich einfach an der Gitter festzuhalten. Hm. Das halte ich auch für eine sehr sinnvolle Aktion, die überhaupt nirgends irgendwie eine Logik entbehrt. Okay, geht jetzt nur der da hoch? Ja, okay. Nur der geht hoch. Dann schauen wir doch mal, ob wir es nicht so hinkriegen. Ganz genau. Okay. Ja, Rülpskonzert wieder. Wunderschönes Lied für die Unterwelt. Richtig wunderschön. Kratos, du Depp. Schieß doch auf die Unschuldige. Das kannst du doch am besten. So. Ja, jetzt weiter drauf. Das ohne, dass die Pfeile sogar brennen. Immer kräftig auf die Unschuldige. Das kann er. Dort drin hat er sein Feld hergemacht. So, wieder hoch. Okay. Gut. Haben wir den Denksport hier kriegt. Dann schauen wir mal, wo wir jetzt hier kommen. Aha, wieiste Kerl mit einem gigantischen Hammer. Steht leider kein Name dran. Noch ein wieiste Kerl mit einem gigantischen Hammer. Die Tiefen des Tartarus. Die versenkten Lande erstrecken sich so weit das Auge reicht. Ja, der Tartarus ist, also Tartarus ist jetzt natürlich mal wieder eine Latinisierung des Ganze. Aber cool sieht's aus. Der Tartaros ist im Prinzip in der griechischen Mythologie der Ort, der tiefste Ort der Unterwelt, an dem die wichtigsten Leute gequält werden. Ah, das babbelt mal wieder irgendein Schampel aus dem Off. Yes, das erleiht. Okay, das sind einfach nur Statuen, denn dann kannst du halt die Köpfe auch schon abschlagen. Im Prinzip die griechische Golems. Ach Gott! Nett. Kratos ist mal wieder reizend wie Sau. Aber ja, irgendwie kann ich den Finisher schon nur vollziehen, dass man den Vollhorste dann auch schon ihren Hammer wieder abnimmt, wenn sie schon so übertriebenes Ding machen. Ups. So, dann noch die paar Untote. Ah, da ist noch einer. Hoppala! So, wird schon irgendwie, oder? Autsch! Also den Monsterhammer ins Kreuzrammer ist jetzt auch nicht so die feine griechische Art. So. Okay. Feinerle. Was haben wir dann hier noch außer Keramik? Ah ja, die schöne Aussichtsplattform, ne? Tartarus, oder ich sage ich selber schon, der Tartarus, den soll man ja genießen. Okay, warte mal, bevor ich jetzt so wieder runterschleppel, gehe ich erst nochmal die wieiste Kerle-Allee entlang. Guck noch, was es hier Neve gibt. Ah, siehst, da wären wir circa die Erfahrungstruhe Flöte gegangen. Mit knapp nochmal 100 Erfahrung. Und hier noch. Okay, gut. Dann wäre das ja auch geklärt. Die Allee der wieiste Statuen ist auch niedergemacht. Dann geht's dann hier den Gang entlang. Okay. So, was gibt's dann hier noch?
Außer ein furchtbarer Tod. Was gibt's denn hier noch? Kann ich dort zufällig entlang klettern? Ne, das will er nicht. Okay, dann machen wir das halt so. Yay. Und hier nochmal ruf. Die Gesundheit brauche ich gerade. Okeli, dokeli. Do Hinetra ist jetzt nix, ne? Du keine Anime hier. Dann den ich aber muss sagen, ihr liebe Leute, ich mache an der Stelle wieder meinen Cut. Die 20 Minuten sind um. Und wir sehen uns dann übermorgen wieder zu Let's Play God of War 3 Remastered. Uff, pilzig. Also, machen's gut und bis übermorgen dann wieder. Iron Yankee.